Papa. Ein ganz besonderes Baumhaus haben Maja und Lia und einen ganz besonderen Papa. Ja, schauen wir mal, ob das so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Der verrückte Ideen hat und auch noch alles selbst bauen kann. Wie zum Beispiel eine Badewanne mitten in den Baumwipfeln. An den Du bist dann nass. Jetzt machen wir nur so, schau. Warum braucht man jetzt auf dem Baumhaus droben eine Badewanne, Stefan? Weil das viel schöner ist, wenn man draußen baden kann, als wenn man irgendwo in einem Zimmer hockt, wo man nicht hinausschaut in einem Bad. Das ist zwar ein schönes Bad, toll gefliest. Da kann man ja in die Sterne gucken. Ja, genau. Und auf Nacht kann man baden, das ist wunderbar. Und da Ja, geht und der dann Vollmond auf da hinten. Kann man Darum bade ich auch alles ganz sehen. gern dann um die Zeit. Vollmond ist dann so 10, halb 11 steht er da oben. Und dann liege ich in der Badwanne. Vielleicht noch ein Glas Wein dazu, ein bisschen Musik. Und das ist wie Urlaub. Vor 7 Jahren haben sich die Keindls in Friedberg bei Augsburg dieses alte Haus gekauft, mit einem 1200 Quadratmeter großen Garten. Dank Linda ist er bunt, wild und ertragreich und bietet viel Platz für Stefans Projekte. Wir hatten schon überlegt, brauchen wir noch mehr Grund dazu, damit nicht alles hier immer noch enger wird. Aber ich darf ein Veto einlegen, was die nächsten Bauprojekte betrifft. Das ist schon mal gut. Und wir haben einen Deal, dass er immer nur neues Material anschafft, was dann auch direkt verbaut wird. Also hier gelagert werden darf nicht mehr viel. Doch ständig hat Stefan neue Ideen. Beruflich muss er das. Er arbeitet in der Forschungsabteilung eines bekannten Autoherstellers. Zu Hause tüftelt er an seinen eigenen Erfindungen, oft nächtelang. 3D-Entwürfe, Software programmieren, komplizierte Maschinen bedienen. Das alles kann er. Je komplizierter, desto interessanter für ihn. Wie diese Lampe, die sich mechanisch gesteuert in Sinuswellen bewegt. Als Erfinder würde ich mich selber eigentlich gar nicht so richtig bezeichnen. Ja, ich mache schon viele Sachen, die andere nicht machen, und ich probiere gern viel aus. Und ich bin ein Generalist, würde ich sagen. Aber jetzt kein universales Genie oder so, also der jetzt alles kann, sondern probiere halt alles und kann alles so ein bisschen. Und bescheiden ist Stefan. Denn seine Erfindungen wie die automatische Türklingel, das Birophon, sind komplex. Die selbst gefrästen Hebel werden von Elektromagneten bewegt, die von einem Mikrocomputer gesteuert werden. Nein, ich sammle natürlich ganz viele Sachen, also Material oder Inspirationen oder Eindrücke oder Erfahrungen, und die sammeln sie überall zusammen, im Kopf und im Keller. Und dann liegen die da rum ewig lang. Und Linda sagt schon, wir dürfen nur noch sammeln, was ich auch gleich verbaue und nicht, was dann nur lang rumliegt. Aber dein Kopf ist auch voll. Mein Kopf, da ist auch viel drin, glaube ich. Ja. Mit 18 macht Stefan eine Lehre zum Elektroniker. Doch er will mehr. Er macht ein Doppelstudium in Design und Informatik. Sozialphilosophische Themen treiben ihn um. Deshalb wird seine Diplomarbeit ein Hamsterrad. Eine interaktive Installation zum Thema Wandel der Arbeitswelt. Je schneller man läuft, desto lauter werden die Stimmen, die über Arbeit berichten. Nur wer bewusst abbremst, kann aussteigen. Ich denke, dass ich es jetzt ganz gut eingestellt habe, mein Hamsterrad, sage ich mal, von der Geschwindigkeit her und von dem, was alles wichtig ist und was alles für mich funktionieren muss. Und das jetzt, ich meine, es gibt ja mehrere Hamsterräder. Ich kann ein Hamsterrad im Job haben, ich kann es daheim haben, ich kann mir selber irgendwo Druck machen mit anderen Sachen. Und insofern hat ja jeder wahrscheinlich ganz viele verschiedene Hamsterräder. Und jetzt laufen die alle nebenher. Freiheit ist für Stefan auch, Sachen auszuprobieren, die andere nicht machen. Wie zum Beispiel sein neuestes Projekt. Ein Fliegengitter für Grillfleisch oder Kuchen. Komplett aus Holz. Nur zusammengesteckt. Ganz ohne Schrauben und Leim. Ja, genau. Wo hast du das alles gelernt? Jahrelanges Ärgern mit der Maschine und Ausprobieren. So, genau, da war das drin. Schwierige Projekte entwirft Stefan erst am PC. Und diese Konstruktionsdateien gibt er dann seiner CNC-Fräse ein, die er in monatelanger Arbeit selbst zusammengebaut hat. Mit seiner Fräse, die er liebevoll Franzi nennt, hat Stefan das halbe Haus eingerichtet.
Heute sind dreidimensionale Verbindungen die Herausforderung. Verkünsteln mich gern. Du verkünstelst dich gern. Ich weiß auch nicht. Na, scheiße. Jetzt ist mir das Ding verrutscht. Meinst du, dass das hinhaut, das Fliegengitter? Oder nicht? Ja, das muss schon hinhauen. Sonst hätte ich jetzt irgendwie schon ein paar Tage Arbeit gehabt für bloß, dass ich was ausprobiere. Nein, das haut schon hin. Auch der Vorbesitzer des Hauses muss ein begnadeter Daniel Düsentrieb gewesen sein. Von ihm weiß Stefan wenig, außer dass er ein leidenschaftlicher Tüftler und Sammler war. Vor allem rund um die Eisenbahn. Das Ding haben wir nach ein paar Monaten, wo wir herin waren, erst entdeckt. Oder entdeckt haben wir schon vorher, bloß es ist nichts passiert. Drückst auf den Knopf, tut sich nichts. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, wenn die Schalter eine ganz spezielle Konstellation haben, so oder so, dann tut sich da draußen was. Und dann habe ich gesagt, Linda, schau mal, da passiert irgendwas im Garten. Und dann, ey, das Signal bewegt sich. Schau dir das an. Wo der da gewohnt hat, war scheinbar auch Elektriker und hat alles Mögliche installiert. Alarmanlagen in den Keller, jedes Fenster hat einen Schalter, jede Tür hat irgendwo einen Schalter gehabt, einen Riegel. Also das hat mich, sage ich mal, Linda vielleicht nicht, aber mich schon angesprochen, dass da ganz viele Sachen in dem Haus waren, wo ich mir gedacht habe, oh, da hat sich schon einer irgendwie Gedanken gemacht, die Treppen auf wie in Speicher zum Beispiel, die war eine super Konstruktion, elektrisch, wie die aufgeht und sie auffällt und sowas. Ein 50er-Jahre-Haus, klein, bescheiden und verschimmelt, erwartet die Keindls, als sie es 2013 kaufen. Sie sanieren es aufwendig und dafür schenkt es ihnen Platz für die Familie und für Stefans Höhenflüge, die er dank der alten Bäume hier machen kann. Warum ich so viel nach oben baue? Ja, wahrscheinlich, weil ich so klar bin, dass ich auch mal was sehe. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Metapher. Aber weil ich so ein Generalist bin, ich habe ja gerne einen Überblick. Ich mag gerne Sachen verstehen, Zusammenhänge verstehen. Und das geht mir so, wenn ich irgendwo vom Wald da oben runterschaue, dann sehe ich halt mehr. Dann sehe ich, wie die Sachen zueinander sich verhalten, zueinander stehen, Proportionen, Verhältnisse. Und das ist irgendwie, also es zieht sich vielleicht so durch. Ja. Die war da. Also der Garten ist mir eigentlich sehr viel wichtiger als das Haus, sage ich mal. Das Haus ist tatsächlich wenn es mir richtig regnet und wenn es Winter ist, dann bin ich da drin. Aber wenn es nicht irgendwie sein muss, bin ich nicht im Haus, dann bin ich draußen. Und wenn man so hört, was die anderen sagen, dann ist Paradiesgarten, Abenteuerspielplatz. Und das ist ja das, was ich schön finde. Also Abenteuer sind was Schönes und wenn man halt daheim ein Abenteuer haben kann, dann ist es halt umso schöner, weil dann muss ich gar nicht erst irgendwo hinfahren, sondern gehe aus dem Haus, steige aus dem Bett und schon geht's Abenteuer los. Schauen, anpeilen. Schnapp. In der Werkstatt hat Stefan jetzt alle Teile für das Fliegengitter fertig gefräst. Jetzt stimmt irgendwas nicht. Nein, ich bin hier ein Depp. Ich habe extra 2 verschiedene Sachen konstruiert, für rechts und für links. Habe sie aber umgespannt, habe aber das Ding nicht geladen gehabt. Also die Datei, diese unterschiedliche Konstruktionsdatei, weil der Zapf halt einmal so rumsteht und einmal so rumstehen muss. Jetzt gingen die 2 in die Richtung und die anderen 2 gingen in die andere Richtung. So kämen die natürlich nicht zusammen. Herrschaftszeiten. Es hilft nichts. Stefan muss die beiden falschen Teile nochmal neu mit der richtigen Datei fräsen. Das freut mich jetzt schon, wenn das dann so passt. Was würde sowas kosten, wenn man das kaufen will? Weil jetzt Monatsgehalt. Das ist nichts zum Verkaufen. Du bist jetzt Oder zufrieden? einfach wegkommen. Ja gut, du kannst es nicht hingehört, weil das Eck nicht hält, aber vom Prinzip her ist das schon das, was ich mir vorgestellt habe. Passt nur eine halbe Wulzau. Ja, aber der wird reingehen, eine kleine.
Auch diese Außenküche hat Stefan gebaut. Im Sommer schläft er hier oft direkt unter dem Dach mit Ausblick auf die Bäume. Also irgendwann kommt einem das dann, also mir zumindest, was ist jetzt passiert, warum ist man jetzt auf einmal erwachsen und warum ist jetzt alles, warum muss man jetzt so viel und warum ist nicht alles so, wie es vorher war, dass man einfach machen kann, was man wollen hat. Also hier lebe ich schon viel aus von meinen Freiräumen und dem, was ich mir vorstelle, was irgendwie für mich ein gutes Leben ist oder was mir einfach Spaß macht oder wo ich meine Freude habe und wo ich meine Energie wieder rausziehe. Einen absoluten Glückszustand als Siebling-Hamsterradl draußen zum sein, den glaube ich, haben wir auch gar nicht. Dann war es vielleicht wieder langweilig. Spielerisch seine Leidenschaften leben, kindlich und komplex zugleich zu sein. Das alles passt in Stefan Keindls Welt.